Jawohl, zurück bin ich bei die Sims 3 und beim Nachsynchronisieren. Wie gesagt, in der letzten Aufnahme ist mir da ein Fehler unterlaufen und Audacity ist abgestürzt und deswegen habe ich keine Audiospur gehabt. So, Mike ist auf dem Weg in die Banzai Lounge. Der möchte nämlich einen Drink zu sich nehmen. Schauen wir mal, ob wir was kriegen. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht drin, gell? Hey, da schon her. Die schaut ja richtig geil aus. Was haben wir denn da? Wasserpfeifen. Und da ist die Maurer Ganswind. Barmixerin. Was Profildehner bestellen. Dem stellen wir auf jeden Fall. Und da hinten haben wir solche Arcade-Automaten, gell? So wie früher in der Spielhalle. Geil. Da ist ja her, wie der umeinander läuft. Im feinen Anzug. Schaut aus wie ein Schauspieler. Wibber, you help's a clue. Genau, Alter, wir versummen. Und da drüben haben wir noch andere, gell? Schaut so 80er-mäßig aus. Und die Rosie, die klimpert auf dem Piano umeinander. Schön, hinten kommt die Zombie-Brut. Die können wir alle über den Acker laufen. Was, Rabatt? Und wir haben scheinbar 1000 Simoleons gekriegt. Geil. Du hast gleich nach China zurück und weiter, um weiter an dieser Aufgabe zu arbeiten. Was, nach China? Das heißt, wir müssen dann fast wieder Urlaub planen. Skipatuni brabrana. Ni bulalabats. Meebs. Aber viel los ist da nicht drin, gell? Muss man sagen. Blasen machen. Schau hier. Jetzt macht er Bananenblasen. Oi, der scheiß mir. Ja, in der Realität, da qualmen uns groß weg. Und der Mikey, der qualmt einfach die Bananen weg. Und er hat unten, pass auf was, er muss schlafen gehen, hey. Ja, also wie gesagt, ich sitze nur da und schaue gerade mir beim Zocken zu. Die mag der Münze. Türsteherin. Oh, schon hier, richtig professionell. Die schaut doch so gefährlich. Scheißdreck. Glaubt ihr, wenn sie ist, dann haut sie zusammen. Oh, sie ist richtig auf Droge. Was sucht der Jupiter wieder? Er schaut sich die Kampfkünste an. Ja, aber die Kampfkünste haben wir bloß Level 1. Das heißt, wir müssen sowieso wieder nach China, weil ich diesen ausbauen möchte. Zudem haben wir noch keinen zusammengeschlungen. Denn beim ersten Urlaub waren wir bloß 3 Tage drüben und da war die Zeit ziemlich begrenzt, gell? Was haben sie da hinten? So ein Hockey-Ding, oder? Schaut das aus. Und die Türsteherin, hä? Die ist fort, gell? Was ist denn das für eine Türsteherin? Da kann ja jeder einer, wie er mag. Ja, der Mikey Mecker, der muss heim. Jupiter schicken heim. Er ist miert. Und die Carla stinkt. Scheiße. Ja, nicht gut. Gut, sie ist schon auf dem Weg zu duschen, aber der kalt noch Bügelläuse. Schon die Katze auf der Kloschüssel raus. Alter. Kopf nehmen. Und unten hat wieder ein Hipperunst.
Was, wo sind denn alle hin? Der Mikey war in der Disco. Ja, das war das so eine Disco. War da eine Lounge, oder? In der Disco waren wir ja mit dem Ding immer. Mit dem Karl. Da hat er sich da rumwandeln lassen. Von der Amy Bull zum Vampir. So, was sucht der Jupiter? Ja, los die Carla, was los machen? Unkraut jäten. Da kommt wieder der Disco-Boy. Und der legt jetzt ein bisschen hier, oder? Schickt einen Schluffer. Ja, schickt ihn erstmal noch was zum Fressen. Ja, gut. Die Restel müssen nicht zusammengegessen werden. Neater start. Gut, sie dort draußen gärtnern. Luxuskomplex. Ach so, der Mikey möchte in einem Luxuskomplex wohnen. Ja, das können wir uns nicht leisten. Ja, schon, ich hat's aber gehaut. Zum wiederholten Male. Die fällt ständig von der Couch runter. Neater Nebo Sieg. Yark. Der Qual. Handrang und Hygiene braucht er. Dringend. Sow. Libnor. Schimpft näher. Urg. Jetzt soll das ausschimpfen. Richtig so. Weil die Katze sauft ständig seine. Also die Pfützen. Die sauft die ständig weckert. Zuerst brunst irgendwo hier und dann sauft sie es weckert. Futat. Oh, Bruffy Glosh. Echt das? Jetzt kennen sie sich aus. So muss sein. Ich glaube, vom Bürsten gehen die Dinge nicht weg, oder? Die Flöhe. Er müsste jetzt kalt rasieren, dann kriegt's keine Flöhe mehr. Kiwi. Ja, der Kohl, der müsse schluffer. Schicken zum Schluffer. Jetzt hat der Mikey auch noch Flöhe. Ja, Scheißdreck. Jetzt wird wahrscheinlich bald jeder Flöhe haben. Macht einen guten Eindruck. Yikaboo. Der kommt Nazinur. unten. Ach so, die Carla, was treibt die da draußen? Ach, die war doch beim Unkrautjäten, oder? Hat er die da rausgeschickt? Blee. Blee. Schon wieder der Qual möchte. Der möchte nicht rausgehen. Dann möchte in Ruhe duschen. Jetzt haut er ab. So, die Carla rennt auf. Was macht jemand? Die möchte schon wieder zocken. Die lässt da die Schreibfähigkeit ausbauen. Das ist gut, gell? Damit wir da besser Bücher schreiben können. Bisher haben wir 2 Bücher geschrieben. Was macht er denn? Duschen? Der hat doch gerade geduscht. Jupiter ist wieder total verplant, gell? Armseliger Schreiberling.
Also bisher haben wir noch nicht viel Geld verdient. Als Schriftstellerin. Und die Katzen träumen vom Flöhen. Ja, ich kann sie ja nicht verübeln. Die sind ja total verseicht. Oh, schau hier. Jetzt fetzen sie schon wieder. Umgeben vom Flöhen. Oh, da springt das gerade noch. Scheißdreck. Wahrscheinlich können wir bald einen Kammerjäger holen. Weil bald das ganze Haus verseucht ist. Schau hier die Katze. Jetzt wälzt es in der Zeitung drin. Wir haben den Katzen extra hier das Ding gekauft. Das Bett damals. Aber sie liegen immer irgendwo in der Zeitung drin. Oh, schau hier. Zeitung. Von der Zeitung zur Waschmaschine, die ist nämlich kaputt. Was leitet für Telefon? Mikey sein, oder? Das leitet ständig. Aber Jupiter geht nicht dran. Und unten geht die ganze Bude über. Scheiße. Die Katzen sollte man doch in den Ding werfen, oder? In die Waschmaschine. Dann sind die Flöhe erfurt. Ordentlich einheizen. Der Mikey soll tanzen. Ja, tanzen liegt ihm glaube ich nicht so, oder? Der Mikey ist definitiv kein guter Tänzer. Er ist zwar Sportler, aber kein Tänzer. Der Karl hingegen ist eher der Tänzer. Oh, schon wieder läuft noch alles über. Und die Teller Valentine kommt nicht. Ja, da hat er noch geschaut, ob er eventuell da das Flohband kriegt. Aber darin gibt es gerade Halsbänder für den optischen Reiz. Was macht er? Er verpasst der Katz ein Halsband mit Glockerl. Die Gretel hat so weit ganz gut ausgeschaut, gell? Die haben wir gar nicht aufpassen müssen groß. Gerade eine neue Fellform hat sie gekriegt. So, jetzt leitet schon wieder ein Telefon. Vom Karl. Oh, schon wieder Garten. Der Jupiter kümmert sich nicht um den Garten, schon wieder Garten ausschaut. Scheiße. Die Valentina, was wollt ihr? Verabredung. Aber die brauchen wir nicht. Der Karl hat ja die andere, die Tätowiererin. Die hat er sich doch in der letzten Aufnahme klar gemacht. Ach, da ist die Valentine, die Handwerkerin. Wie die Zeit. Ah, und die Rechnung nochmal schon wieder. Scheiße hier.
Der Garten verwelkt. Schau aus sie. Beim Bücherregal hat es auch nicht groß was gegeben über Flöhe. Hätte sein können, dass wir da was lernen können. Aber leider war es nicht so. Forgive me! Und die Tanner Valentine schimpft und flucht wie nochmal was. Alter, was geht denn da ab? Aber gut, sollte ich ruhig weiterfluchen. Wir kommen langsam zum Ende der Folge. Und beim nächsten Mal geht es dann genau da wieder weiter. Bis dann und Servus.